Herzlich willkommen. Mein Name ist Luca Giraud, ich bin Standortleiter hier in Silbern und ich freue mich enorm, dass du heute dabei bist. Hey, es ist der Wunsch von uns als ganzer Kirche, dass du durch die Message heute ermutigt wirst und Gott besser kennenlernen kannst. Ich freue mich, dass ich heute Morgen da sein darf. Wir dürfen zusammen gerade eine Reise machen. Und zwar ist es eine Reise in meine Kindheit. Weil mir ist etwas in die Wiege hineingelegt worden. Und zwar ist das eine Liebe. Noch lange bevor ich meine Frau kennengelernt habe, habe ich die Liebe zum Fußball entdeckt. Ich habe es geliebt, zu shooten. Ich habe es geliebt, rauszugehen. Ich habe es geliebt, Fußball zu schauen. Es ist so weit gegangen, dass ich eigentlich mir das Recht ausgehandelt habe mit meinen Eltern, dass wenn wir auf Spaziergänge gegangen sind am Wochenende, dass ich einen Ball mitnehmen durfte, dass ich dribbeln oder irgendwie mit dem Ball etwas machen konnte. Weil Bewegung ohne Ball, das hat für mich einfach keinen Sinn gemacht. Und wir sind dann amigs auf Italien in die Familienferien gegangen im Herbst. Und in Italien hat es immer so die Märkte mit diesen Ständen. Und dort hat es so ganz viele Fußballliebli gehabt. Dann habe ich mir ein Liebli mal aussuchen. Und dort ist mein grosses Idol für mich eigentlich so geboren worden. Und zwar habe ich mir ein Arsenal-Liebli von Thierry Henry kaufen. Ich habe ein Bild mitgebracht von ihm. Und ab dem Zeitpunkt war er eigentlich so mein grosser Held gewesen. Ich habe mich angelegt, wie er sich angelegt hat. Ich habe Magazin gekauft, habe ein Poster ins Zimmer hineingehängt, alles. Ich wollte shooten wie er. Ich habe seine Tricks im und ums Haus herumgeübt. Ich habe seine Torjubel auswendig können. Alles. Und dann ist im November 2009 etwas Spannendes passiert. Gut, vielleicht noch vorher. In einem Monat darf ich wieder auf London mit der Nina zusammen. Wir werden selbstverständlich beim Arsenal-Stadion vorbeigehen. Ich habe euch da sogar das Liebli mitgebracht. In Italien am März habe ich das gefälschte gekauft. An meinem letzten Geburtstag haben mir meine Kollegen extra das Liebli, das ich früher hatte, nochmal gekauft. Ich habe gute Freunde. Genau. In einem Monat gehe ich auf London. Ich werde natürlich beim Stadion Halt machen, aber mein perfektes Bild von meinem Idol, das hat im November 2009 ein bisschen Riss bekommen. Und zwar hat es ein Qualifikationsspiel gegeben zwischen Frankreich und Irland. Der Henry ist, wie der Name schon sagt, ist er Franzose. Und in diesem Spiel ist etwas passiert. Und zwar hat er seine Hand gebraucht. Und nachher hat es ein Goal gegeben. Ich habe ein Bild dabei. Es gibt nicht so viele Bilder in guter Qualität. Frankreich hat das Goal geschossen, hat auf Südafrika an die WM fahren. Und das eine ist ja, dass du die Hand brauchst, um ein Goal zu machen. Er hat es im Spiel nicht zugegeben und nachher in den Interviews hat er auch gesagt, nein, er habe die Hand nicht gebraucht. Und für mich war plötzlich, was? Mein grosses Vorbild, mein grosses Idol ist plötzlich in allen Sportmagazinen, in allen Zeitungen ist genau das Bild gewesen. Hey, der Henry hat seine Hand gebraucht, hat beschissen und er hat nicht nur beschissen, sondern er belügt die ganze Welt, obwohl es tausende Kameras gibt, die das aufgenommen haben. Ich weiss nicht, vielleicht hast du nicht so ein Kindheitsidol gehabt wie ich oder vielleicht hast du heute sogar noch Vorbilder. Als Kind ist es ja oft so, dass man mal Mutter und Vater als die ersten Vorbilder nimmt oder andere Familienmitglieder. Vielleicht ist es bei dir aber auch wie bei mir und du hast einen Sportstar oder irgendeinen Celebrity oder irgendwie sonst jemanden, der dir Inspiration gegeben hat. Vielleicht ist es aber auch ein geistlicher Leiter oder eine Person aus der Bibel, wo du sagst, hey, die Person, die hat wirklich etwas verstanden. Wenn ich einen Glauben hätte wie diese Person, wenn ich beten könnte wie XY, dann hätte ich es wirklich erreicht. Oder vielleicht hättest du so einen Vorzeigechrist à la Billy Graham oder Reinhard Bonke, wo du sagst, hey, wenn ich so einen Dienst aufgebaut habe, wenn ich nach meinem Leben zurückschauen kann und sagen, hey, ich habe Tausende von Leuten beeinflusst und ihnen das Wort predigt, dann habe ich es wirklich geschafft. Und es ist gerade in der heutigen Zeit, wo wir Social Media haben, wo du alles im Internet kannst anschauen kannst. Auf Social Media kannst du den Leuten ja sogar noch folgen. Ich folge dem Henry zum Beispiel heute noch, gesehen ab und zu, was er macht. Aber ich habe ihn nie persönlich kennengelernt. Und was ich mich gefragt habe, ist, wieso machen wir das eigentlich? Wieso suchen wir uns als Menschen Vorbilder?
Ich glaube, der eine Punkt ist ein bisschen praktischer, und zwar so ein bisschen das von der Inspiration. Ich finde es mega spannend, wenn ich auf Instagram schauen kann, wie andere Pastoren mal ihre Predigt gehalten haben, was sie für Veranschaulichungen brauchen. Das kannst du auf jensten Bereich ausdehnen. Oder du bewunderst Fähigkeiten, die jemand hat, und du dich von denen inspirieren lassen und möchtest dir die selber auch aneignen. Und der zweite Punkt, wo glaube ich noch ein bisschen mehr dahinter ist, das ist, wir suchen nach Orientierung. Wir leben in einer sehr schnelllebigen und vernetzten, verstrickten Welt, wo manchmal auch mega verwirrend sein kann. Und wir brauchen wie so einen Orientierungspunkt, wo wir wissen, hey, so und so funktioniert es. Es ist in der menschlichen Natur verankert, dass wir uns jemanden wünschen, der uns den Weg vorgibt, dass wir uns einen Held wünschen, der uns zeigt, hey, alles wird gut. Wenn du das nicht glaubst, musst du wieder mal einen Film schauen. Hollywood ist ja voll davon. Es ist immer die gleiche Geschichte. Es passiert irgendetwas, irgendwo hat es einen Krieg gegeben, die Welt liegt in Trümmer und alles. Und dann kommt der eine Held und der macht dann alles wieder gut. Der zeigt, was durchgeht, der sagt, was wir machen müssen. Und am Schluss gibt es wieder ein Happy End. Der Held kommt und fügt alles wieder in die richtigen Bahnen. Der Held kommt, schenkt Orientierung und sagt uns, wo es hingeht. Und ich finde es schon noch spannend, der Mensch ist eigentlich ein Meister drin, dass er dass er Menschen mit Fehlern, Menschen, die nicht perfekt sind, nimmt aufgrund von ein paar Fähigkeiten und man hebt die dann auf Podest oder auf Plattformen auf, damit sie uns eigentlich Orientierung geben können, dass sie uns eigentlich zeigen können, wie das soll weitergehen. Und wir erwarten dann von diesen Leuten, dass sie uns Orientierung geben können. Wir werden jetzt in einen Bibeltext gehen, es ist ein bisschen längerer, und ich habe Eva Bönsch, die mir den freundlicherweise vorlesen. Da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube von Anfang bis zum Ende abhängt. Er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Nun sitzt er an der rechten Seite von Gottes Thron im Himmel. Denkt an alles, was er durch die Menschen, die ihn anfeindeten, ertragen hat, damit ihr nicht müde werdet und aufgebt. Immerhin habt ihr im Kampf gegen die Sünde noch nicht euer Leben opfern müssen. Und habt ihr die ermutigenden Worte völlig vergessen, die Gott zu euch sprach? Mein Sohn, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich zurechtweist, und lass dich dadurch nicht entmutigen. Denn der Herr weist die zurecht, die er liebt, und er straft jeden, den er als seinen Sohn annimmt. Wenn ihr Schweres ertragen müsst, dann erkennt darin die Zurechtweisung Gottes. Denkt daran, dass Gott euch als seine Kinder behandelt. Wer hätte je von einem Sohn gehört, der nie bestraft wurde? Wenn Gott euch nicht zurechtweist, wie er es doch bei allen Menschen tut, dann heißt das, dass ihr nicht seine rechtmäßigen Kinder seid. Unsere leiblichen Väter erzogen uns mit Strafe und wir hatten trotzdem Achtung vor ihnen. Sollten wir uns dann nicht umso bereitwilliger der Erziehung unseres himmlischen Vaters unterordnen, damit wir leben? Denn unsere leiblichen Väter haben uns eine Zeit lang erzogen, so gut sie es konnten. Aber Gottes Erziehung ist immer richtig und gut für uns, weil sie bedeutet, dass wir Anteil an seiner Heiligkeit erhalten. Keine Strafe ist angenehm und während wir sie erleiden, ist sie immer schmerzhaft. Doch danach werden diejenigen, die auf diese Weise geformt werden, inneren Frieden und ein Leben in der Gerechtigkeit gewinnen. Stärkt also eure müde gewordenen Hände und stellt euch fest auf eure zitternden Knie. Schafft gerade Wege für eure Füße. Dann werden alle, auch wenn sie schwach und lahm sind, nicht stolpern und fallen, sondern stark werden.
Versucht mit allen Menschen in Frieden zu leben und bemüht euch, ein heiliges Leben nach dem Willen Gottes zu führen, denn wer nicht heilig ist, wird den Herrn nicht sehen. Achtet aufeinander, damit niemand die Gnade Gottes versäumt. Seht zu, dass keine bittere Wurzel unter euch Fuß fassen kann, denn sonst wird sie euch zur Last werden und viele durch ihr Gift verderben. Danke vielmals. Sehr ein langer und komplexer Text. Keine Angst, wir gehen Stück für Stück durch und nehmen das ein bisschen auseinander. Der Text ist in einem sehr spannenden Kontext eingebettet. Und zwar ist im Kapitel 11 eine Auflistung von sämtlichen Glaubenshelden, die im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, gelebt haben. Also Abraham, Isaac, Jakob. Alles Helden, die in der Bibel auch zu Recht als Helden betitelt werden, die ihren Lauf mit Gott, wo ihren Weg vom Glauben mit Gott zusammen gelebt und abgeschlossen haben. Und der Autor von dem Brief, der macht eigentlich wie so eine Ahnenhalle im Kapitel vorher und sagt, hey, schau, der hat das und das gemacht und dann ist der gekommen und der hat das gemacht. Und in dem drinnen kommt jetzt genau der Vers. Und wir lesen im Vers 1 von diesen vielen Zeugen, wo wir umgeben sind. Das sind eigentlich all die Menschen gemeint, die ihren Weg vom Glauben mit Gott zusammen abgeschlossen haben. Und auch wenn die Personen zu rechter Weise als Helden bezeichnet werden und mega krasse Sachen mit Gott zusammen erlebt haben, sieht man, gerade wenn man das Alte Testament liest, immer wieder, es menschelt und es passieren Fehler und es passieren Sachen, die doch nicht so gut sind. Und in diesem Kontrast wird jetzt eigentlich aufgezeigt, hey, und da ist Jesus. Wir sollen auf Jesus schauen, weil Jesus das perfekte Vorbild für uns ist. Und es kommt dann der Begriff da drin vor, hey, Jesus ist der Anfänger und der Vollender vom Glauben gewesen. Wir lesen dann im Vers 2 inne, er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Nun sitzt er an der rechten Seite von Gottes Thron im Himmel. Ist doch mega spannend. Jesus hat auf dieser Welt gelebt. Jesus ist ein Mensch geworden, wie du und ich. Und er hat einerseits angefangen, dort sein Leben im Glauben, und er hat es dann vollendet, indem er ans Kreuz gegangen ist, indem er sich unschuldig für deine und für meine Sünden und unsere Fehler hat kreuzigen, dass wir jetzt einen freien Zugang zu Gott haben können. Was heisst denn das jetzt? Wir sollen den Blick auf Jesus richten. Heisst das jetzt, du musst immer, wenn du da in der Kirche bist, eine halbe Stunde das Holzkreuz anschauen und dir vorstellen, dass das Jesus ist? Nein, natürlich nicht. Es ist eigentlich viel ein tieferes Prinzip dahinter, wo wichtig ist, dass wir das verstehen. Und zwar das, worauf wir unseren Fokus richten, das gewinnt auch Macht über uns. Das sehen wir zum Beispiel auch schon in der Bibel, in Matthäus 14,30. Jesus läuft übers Wasser und der Petrus sagt, Jesus, sag mir, ich soll auch kommen. Und Jesus sagt, also gut, komm. Und der Petrus fängt an auf dem Wasser zu laufen und sobald er seinen Blick wegnimmt von Jesus und auf die Wellen schaut und anfängt zu studieren, ich habe das eigentlich wirklich, ab dem Zeitpunkt hat es nicht mehr funktioniert. Oder ein Beispiel vielleicht aus unserer heutigen Zeit, wenn du Autofahren lernst, dann etwas vom Ersten, wo dir dein Fahrlehrer sagt, ist, hey, dort, wo du hinschaust, dort fahrst du auch hin. Also schau doch, dass du auf deine Spur schaust und dann wirst du auch auf deiner Spur bleiben und dich dort hin bewegen. Und meine Frage an dich heute Morgen ist, hey, auf was schaust du in deinem Leben? Hast du den Blick auf deine Sorgen, auf deine Schwierigkeiten, auf deine Herausforderungen? Oder richtest du deinen Fokus auf Jesus, auf dem, wo alle Macht gegeben ist? Jesus ist der einzige Mensch, die einzige Person, die uns in unserem Leben Orientierung geben kann in den wichtigen Fragen des Lebens. Wieso sehen wir später noch? Auf Jesus schauen können wir auf verschiedene Art und Weise. Einer der einfachsten Wege ist, indem wir sein Wort, also die Bibel, lesen. Du lernst Jesus kennen, du lernst erkennen, wo das Jesus überall drin steckt. Der Anfänger und der Vollender. Du kannst aber auch auf Jesus schauen, indem du Gemeinschaft hast mit Leuten aus der Kirche, mit deinen Glaubensgeschwistern, indem du auf das verkündete Wort, auf die Predigt hörst, indem du
bettest, allein oder mit anderen Leuten zusammen. Die Gemeinde lebt eigentlich davon, dass wir in dieser Kraft vom gegenwärtigen Jesus laufen dürfen. Und darum ist es so wichtig, dass wir es lernen, auf Jesus zu schauen. Dass wir unseren Blick auf Jesus gerichtet haben. Jesus, das perfekte Vorbild. Wieso ist denn Jesus das perfekte Vorbild? Um das herauszufinden, müssen wir auch sein Leben genauer betrachten. Wir lesen in Johannes 5,19, sagt Jesus zu seinen Jüngern: Ich versichere euch, der Sohn kann nichts aus sich heraus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Hey, wo Jesus Mensch geworden ist, wo Jesus vor 2000 Jahren auf dieser Welt gelebt hat, hat er eigentlich immer im Kontakt, er ist immer im Kontakt mit seinem Vater, mit Gott gewesen, und er hat nur das gemacht, wo er gemerkt hat, dass es dran ist von seinem Vater. Weil alles, was Gott tut, das ist gut und gerecht. Er hat aber nicht nur das gemacht, was ihm der Vater gesagt hat, sondern er hat sich auch keinen Fehler dabei erlaubt. Jesus ist der einzige Mensch, der je gelebt hat auf dieser Welt und wo je leben wird auf dieser Welt, der ein komplett reines, ein komplett heiliges Leben gelebt hat und sich nie auch irgend nur eine Schuld aufgebürdet hat. Im 2. Korinther 5,21 lesen wir: Denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. Hey, stell dir mal vor, ich werde das Jahr 30, Jesus hat etwa 33 Jahre gelebt auf dieser Welt. Jesus hat nie einen Fehler gemacht. Ich schaffe es nicht mal eine halbe Woche, ohne dass ich jemanden anzicke oder dass ich mal falsch reagiere, ohne dass ich mein Wort nicht halte oder irgendwie etwas. Und Jesus läuft 33 Jahre lang auf dieser Welt herum, interagiert mit Menschen, wie wir es auch machen, und hat nie nur irgendeinen Fehler gemacht. Jesus hat durch sein Leben gezeigt, dass er das perfekte Vorbild ist, weil er den Pfad, den Weg vom Glauben von A bis Z gegangen ist und sich nicht zu Schulden lassen bis zu seinem Lebensende. Und die Bibel zeigt auch immer wieder das Bild auf von dem Weg vom Glauben und sie vergleicht es mit einem Wettkampf. Ein Wettkampf. Früher hat es auch schon Athleten gegeben, die ihr Leben gegeben haben, damit sie in Wettkämpfen gewinnen können. Und die biblischen Autoren, die brauchen das Bild immer wieder zum Aufzeigen. Hey, genauso wie die Athleten trainieren und sich vorbereiten auf ihre Wettkämpfe, genauso sollen wir auch in unserem Leben den Lauf laufen und den Lauf auch vollenden. Es ist ja so, wir haben so ein bisschen eine Marathon-Fraktion bei uns in der Gemeinde, unter anderem vom Luca. Eben, ohne Ball rennen, es geht für mich gar nicht. Aber stell dir mal vor, du müsstest deinen ganzen Lauf, den du da auf dieser Erde hast, du müsstest den mit einem schweren Rucksack bewältigen. Das machst du eigentlich nur im Militär und sonst nicht. Und das ist genau das, was wir im Vers 1 lesen. Hey, wir wollen jede Last ablegen, die uns behindert. Besonders die Sünde, in der wir uns so leicht verstricken. Unser Leben ist eigentlich ein ständiger Bewährungskampf, wo wir gegen die Sünde, wo wir immer wieder vor die Wahl kommen, hey, wenn wir das tun, was gut und gerecht ist, oder wenn wir das tun, was die Sünde von uns verlangt. Und Jesus ist das perfekte Vorbild, weil er den Bewährungskampf von A bis Z bestanden und abgeschlossen hat. Und genauso haben auch wir heute die Wahl in unserem Leben, in Alltagssituationen. Wir haben einen freien Willen. Und als ich den Text gelesen habe, habe ich gemerkt, es ist so ein leicht humoristischer Seitenhieb, wo uns der Autor gibt. Und zwar im Vers 4 sagt er: Hey, ihr seid zwar in einem Kampf gegen die Sünde drin, aber immerhin habt ihr euch ein Leben noch nicht opfern müssen. Hey, auch wenn der Kampf auch amix schwierig ist, auch wenn der Kampf viel abverlangt amix, der sein Leben opfern musste, der hat schon gelebt und das war Jesus. Genau, gehen wir weiter. Verse 5 und 6.
Und habt ihr die ermutigenden Worte völlig vergessen, die Gott zu euch sprach? Mein Sohn, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich zurechtweist, und lass dich dadurch nicht entmutigen. Denn der Herr weist die zurecht, die er liebt, und er straft jeden, den er als seinen Sohn annimmt. Offensichtlich haben die Empfänger von dem Brief wieder ermutigt werden, weil sie haben vergessen, was im Alten Testament gestanden ist. Das ist eigentlich ein Rückbezug auf Sprüche 3, 11 bis 12. Und die Empfänger von dem Brief, die sind in der Gefahr gestanden, dass sie das ganze Werk, das Jesus gemacht hat, sein Leben und sein Tod wieder beiseite geschoben haben und gefunden haben, hey, nein, komm, wir gehen wieder zurück ins Judentum und leben wieder so, wie wir früher gelebt haben. Aber ich glaube nicht nur, dass es für die Leute damals mega ein wichtiger Teil ist, sondern auch für uns heute. Weil wir haben immer die Chance, wenn uns Schwierigkeiten oder Herausforderungen begegnen, wir haben immer eine Chance auf Wachstum. Die Bibel sagt auch, Eisen wird durch Eisen geschliffen. Oder wenn du schaust, wie Diamanten entstehen, bei Diamanten muss sehr hoher Druck angewendet werden. Und die Erziehung, die Gott uns gibt, die brauchen wir. Die weist uns auf den rechten Weg und wir lesen sogar, sie ist ein Beweis von Gottes Liebe. Ich bin ja noch kein Vater in meinem Leben, ich wüsste es zumindest nicht, aber so viel über Erziehung habe ich schon verstanden. Hey, Erziehung braucht es zum Leben, Erziehung braucht es, dass du auf dem richtigen Weg bleibst. Und bei Jesus war es genau gleich. Jesus hat auch einen irdischen Vater gehabt. Er hat Josef geheissen und der hat ihm Sachen beigebracht. Ich meine, schlussendlich hat ja Jesus, als er gelebt hat, den gleichen Beruf wie sein Vater gelernt gehabt. Und Jesus ist sicher auch mal zurechtgewiesen worden. Ich kann mich so an die Geschichte erinnern, wo sie zum Tempel gehen und Jesus geht 3 Tage verloren. Also alle Eltern da drin, stell dir vor, du verlierst dein Kind mal 3 Tage und suchst, gehst überall an, bist krank vor Sorge und nachher am Schluss ist es dort, wo wir eigentlich waren. Jesus ist auch zurechtgewiesen worden. Heisst denn das jetzt für uns, dass Gott ein strenger Vater ist, dass Gott gern straft, dass Gott von oben herab schaut und eigentlich nur darauf wartet, bis er uns in Schwierigkeiten bringen kann? Ich finde das mega traurig, wenn man anschaut, in der ganzen Kirchengeschichte, das Bild, das hält sich konstant und es ist bis heute auch noch so. So viele Menschen haben das Bild von Gott als der strenge Vater, als der Polizist, als der von oben herab schaut und sich freut, wenn er die Leute vielleicht sogar noch mit seinen Nöten und Schwierigkeiten bedrängen kann. Aber wenn wir im Urtext das Wort Strafe anschauen, dann ist es immer im Kontext, in dem Zusammenhang, immer im Kontext von Erziehung. Erziehung, die dich zurück auf den richtigen Weg führen soll. Und wir haben ja alle auch irdische Eltern gehabt. Und ich weiss nicht, wie es euch geht, aber ich bin meinen Eltern so dankbar, dass sie mich erzogen haben, dass sie mich zurechtgewiesen haben, dass sie mich immer wieder auf den rechten Weg zurückgeführt haben, weil ich wäre heute nicht an dem Ort, wo ich jetzt bin, wenn ich nicht Eltern gehabt hätte und manchmal auch mal die nötige Strenge angewendet haben. Wir lesen dann im Vers 7, wenn ihr Schweres ertragen müsst, dann erkennt darin die Zurechtweisung Gottes und denkt daran, dass Gott euch als seine Kinder behandelt. Wer hätte je von einem Sohn gehört, der nie bestraft wurde? Hey, wo Jesus auf dieser Welt war, Jesus hat nicht irgendwie so ein abkapseltes, mega schönes, frommes Leben gehabt, sondern Jesus hat nicht durchgemacht. Jesus hat ja schon nur den ganzen Leidensweg gehabt, bis er ans Kreuz gekommen ist und dort gestorben ist. Jesus hat Hunger gehabt, Jesus ist müde geworden, Jesus ist traurig gewesen, Jesus hat sogar amigs brüllen. Einmal ist er sogar hässig geworden im Tempel. Wir sehen, Jesus war ein Mensch wie wir und er ist das perfekte Vorbild, weil er genau durch die gleichen Emotionen auch durchgegangen ist wie wir. Und trotzdem in allen Kämpfen und Schwierigkeiten siegreich war. Im Vers 9 bis 11 lassen wir dann,
Unsere leiblichen Väter erzogen uns mit Strafe und wir hatten trotzdem Achtung vor ihnen. Sollten wir uns dann nicht umso bereitwilliger der Erziehung unseres himmlischen Vaters unterordnen, damit wir leben? Denn unsere leiblichen Väter haben uns eine Zeit lang erzogen, so gut sie es konnten. Aber Gottes Erziehung ist immer richtig und gut für uns, weil sie bedeutet, dass wir Anteil an seiner Heiligkeit erhalten. Keine Strafe ist angenehm und während wir sie erleiden, ist sie immer schmerzlich. Und doch danach werden diejenigen, die auf diese Weise geformt werden, inneren Frieden und ein Leben in der Gerechtigkeit gewinnen. Ich finde es so spannend, dass du plötzlich in diesem Text ganz einen anderen Fokus siehst. Hey, wieso ist die Erziehung eigentlich da? Und Erziehung, das ist ja nicht, ich habe vorhin noch mit Markus geredet, Erziehung ist ja für jede Generation ein unpopulärer Begriff gewesen und jede Generation hat das auch ein bisschen anders gehandhabt. Aber Erziehung braucht es. Die Erziehung Gottes braucht es, weil sie führt uns auf den richtigen Weg und sie lässt uns teilhaben an Gottes Herrlichkeit. Weil Gott zeigt uns durch seine Erziehung, dass wir seine Kinder sind. Und was gibt es Schöneres, als zu wissen, hey, wir haben einen himmlischen Vater im Himmel, der uns seine Kinder nennt. Das ist mega wichtig. Gott verspricht uns nie ein einfaches Leben. Gott sagt uns aber immer, dass er mit uns sein wird. Und wir können am Leben von Jesus sehen, wie es gehen kann. Also wenn wir Herausforderungen und Schwierigkeiten im Leben begegnen, der Text sagt es ja sogar, hey, das Leben ist schwierig. Manchmal ist es sogar schmerzhaft. Aber wir dürfen immer wieder sehen, hey, Gott zeigt mir, dass ich sein Kind bin. Und wir dürfen aus dem, mein Leben ist so schwierig, rauskommen, dass hey, Gott liebt mich und erachtet mich als würdig, Schwierigkeiten zu erdulden. Und in diesen Schwierigkeiten drin ist immer wieder die Chance, immer wieder die Möglichkeit zu Wachstum und immer wieder die Möglichkeit, sich zu bewähren. Oder wie wir es das Jahr auch sagen, zum geistliche Reife zu entwickeln. Jesus ist uns vorangegangen und hat die Herrlichkeit, die wir auch bekommen, wenn wir den Weg vom Glauben vollenden. Jesus hat die Herrlichkeit bekommen. Im Vers 2 haben wir gesehen, er sitzt jetzt an der Rechten vom Vater auf dem Ehrenplatz und hat den würdigen Platz eingenommen, weil er das schuldfreie Leben gelebt hat. Er, der Einzige, der wirklich ein wahrhaftiges Vorbild ist. Vielleicht haben wir es vor ein paar Wochen mitbekommen, es hat einen Zeitungsartikel gegeben über die Lindsey Vonn und den Roger Federer. Die Lindsey Vonn, für die sie nicht kennen, sie ist wahrscheinlich eine der berühmtesten und erfolgreichsten Skifahrerinnen aller Zeiten, die es gegeben hat. Und sie hat, obwohl sie selber auch berühmt ist, hat sie auch ein grosses Vorbild und das ist der Roger Federer. Und sie hat ihn dann schon ein paar Mal kennengelernt und sie hat einen grossen Wunsch gehabt, und zwar, dass sie gesagt hat, hey, ich würde mega gerne mal mit dem Roger Federer zusammen Skifahren. Vor ein paar Wochen war es dann so weit gewesen, sie sind zusammen in der Lenzer Heide Skifahren und nebst all dem, was sonst noch rundherum war, dürft ihr es gerne nachlesen. Etwas, was mich mega angesprochen hat in dem, ist, wie die Lindsey Vonn gesagt, hey, ist mega krass, man sagt immer, lerne deine Vorbilder nicht kennen, sondern du wirst enttäuscht. Ich habe den Roger Federer kennengelernt und er ist genau gleich wie das, was man über ihn liest. Das hat mich mega zum Nachdenken gebracht. Ich muss ja schon sagen, der Roger Federer ist schon eine rechte Hausnummer. Nach dem Wilhelm Tell ist er wahrscheinlich die wichtigste Schweizer Persönlichkeit, die wir haben. Aber trotzdem bin ich überzeugt, wenn die Lindsey den Roger besser kennenlernen würde, würde sie sehen, hey, auch der Roger hat seine Kämpfe, auch er hat seine Probleme, auch er ist nicht perfekt. Mein Vorbild war auch nicht perfekt. Der Henri hat auch seine Fehler, hat auch seine Macken. Du bist nicht perfekt, ich bin nicht perfekt, der Luca ist nicht perfekt, aber hey, wir müssen auch nicht perfekt sein, weil der wirklich perfekt ist, der hat auf dieser Welt schon gelebt und der lässt uns teilhaben an dem, was er am Kreuz für uns errungen hat. Es ist doch manchmal so in der Verliebtheitsphase mit einem Pärchen, du
du lernst jemanden kennen und dann bist du verliebt und dann machst du eine Freundschaft mit dieser Person und sie ist so das Nonplusultra für dich und plötzlich merkst du so, ui, je besser sie kennenlernst, auch die Person hat Ecken und Kanten. Könnt ihr euch den Schock vorstellen, den Nina muss haben? Und nein, genau. Genau. Also ist doch mega spannend. Wir nehmen Menschen, wir kaufen uns Liebli von denen, drücken ihren Namen hinten drauf und schlussendlich sind das alles Menschen mit Fehlern, mit Ecken, mit Kanten. Aber dem, wo wirklich dir gebührt, der steht auf keinem Liebli drauf, sondern der hockt oben im Himmel auf der rechten Seite von seinem Vater. Und das Spannende, dass die Lindsay gesagt hat, dass man seine Idole besser kennenlernen soll. Genau auch diesen Test bewältigt Jesus. Weil Jesus ist das einzige Vorbild, das du haben kannst, das du besser kennenlernen kannst und du wirst nie enttäuscht werden. Jesus ist der Einzige, wo es sich lohnt, dass man wirklich sagt, hey, so wie der möchte ich werden, in allem. Jesus ist der Einzige, der wirklich ein fehlerfreies Leben hat. Der Einzige, der wirklich Orientierung geben kann. Der dir auch in den schwierigen Fragen und in den herausfordernden Zeiten im Leben Trost geben kann. Er ist der dir Wert zusprechen kann. Er ist der dich kennt, auch wenn du ihn nicht kennst. Alle Orientierungslosigkeit, all die Hoffnung in der Welt, die wäre in Jesus perfekt aufgehoben. Jesus, unser perfektes Vorbild. Jesus, dein Vorbild. Und ich möchte die Predigt heute Morgen mit so 2 Fragen abschliessen. Und wir werden uns nachher einen Moment nehmen, wo einfach du mit Gott zusammen kannst hören. Ich habe viel geredet, wir haben viele Versen angeschaut, aber was hat zu dir geredet? Ich möchte dich fragen heute Morgen, hey, wo suchst du nach Orientierung? Wo setzt du deine Hoffnung drauf? Jesus ist der einzige Ort, wo es sich wirklich lohnt. Fang an, seine Geschichte zu lesen und du wirst sehen, was für ein beeindruckendes Leben er gelebt hat. Was für eine beeindruckende Person er ist. Fang an, so wirklich Quality Time mit ihm zu verbringen. Du kannst mit ihm reden wie mit einem anderen Menschen. Du musst nicht irgendeine spezielle Formel brauchen. Am Ende ist Jesus der dir wirklich das geben kann, was du dir erhoffst und was du dir vielleicht versprichst. Und die andere Frage, die mir in der Vorbereitung mega aufs Herz kam, ist, hey, wo lassen wir Sachen in unserem Leben zu, die uns hindern in unserem Lauf vom Glauben? Wo haben wir unsere Lieblingssünden, wo wir uns immer und immer wieder drin verstricken? Wo haben wir Sachen, wo, wenn wir ganz ehrlich sind, sagen, hey, eigentlich ziehen die mich weiter weg von Jesus als näher zu ihm? Und die Bibel sagt, es hat so eine Kraft, wenn wir bekennen, wenn wir einen Fehler gemacht haben, wenn wir bekennen, dass wir umkehren müssen und wenn wir vielleicht von unserem eigenen, selber gemachten Podest, das wir haben, wenn wir dort Sachen abnehmen müssen und Jesus wieder dort draufstellen, weil Jesus der Einzige ist, wo der Platz wirklich gebührt. Wir werden jetzt in eine Zeit hineingehen und hey, beweg diese Sachen vor dir und gib doch Gott eine Antwort darauf. Hey, danke, dass du heute dabei bist. Wir hoffen, dass du durch die Message Gott näher kommen konntest. Falls du Fragen oder Anmerkungen hast, würden wir uns mega freuen, wenn du via unsere Homepage mit uns Kontakt aufnimmst. Falls die Messages für dich ein Segen sind, würden wir uns über deine Unterstützung freuen. Auch mit deiner Spende kannst du es möglich machen, dass wir das tun, was wir tun. Und mit dem könnt Gottes Liebe und Gottes Hoffnung in unsere Gesellschaft heraustragen. Du kannst das ganz einfach machen mit einem SMS an die Nummer 488 mit dem Keyword Silbern und einem Betrag. Natürlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten, die findest du bei uns auf der Homepage unter www.silbern.church/spenden. Hey, wir wünschen dir Gottes Power und Segen.